Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind hier immer noch, glaube ich, Paint and Spray. Wir haben ja in der letzten Mission müssen so einen Klapf hier holen, so einen Voodoo, weil das Gang-Fahrzeug ist von den Haitianern. Und ja, jetzt in dieser Folge machen wir wieder die gleiche Mission. Ich hoffe, es lenkt vielleicht vom Leben her. Könnte ein bisschen knapp werden, habe ich wahrscheinlich, also habe ich so das Gefühl, aber wir schauen jetzt einmal. Schutzweste kriege ich wahrscheinlich nicht dort vorne bei diesem Geschäft über. Ja, wir probieren es jetzt einfach einmal, keine Ahnung. Wow, das ist recht gleich schau. Komm, wir gehen gleich schau kurz eine Schutzweste holen. Weil es ist mir einfach ein bisschen zu risikoreich. Sagt man das so? Oder das Risiko ist zu gross, so ist es richtiger wahrscheinlich. Ja, mit dem... jetzt muss ich schon schauen, wo ich durch muss. Ich muss eins runterfahren. Das Risiko ist ein bisschen zu gross. Ich möchte hier nicht wieder sterben und dann nachher, ja, wieder all meine Waffen verlieren. Weil ich habe gar keinen Bock, immer wieder zum Ammunition runtersäcken, um neue Waffen zu kaufen und. Darum gehen wir jetzt schnell mal die Ammunition runter. Wir müssen auf die andere Seite von der Insel, dass wir ich kaufe noch ein bisschen Munition noch. Oh, da ist einer gestorben. Und dann nachher sind wir auf der sicheren Seite. So, da oben schnell. Perfekt. Jetzt alles da und das sollte eigentlich dort sein. Das Auto dürfen wir einfach nicht verlieren. Das darf auch nicht despawnen nach der Zwischensequenz. Weil sonst wäre scheiße. Oh Mann ey, immer die Bullen da! Suspect on foot. Ja, noch genug Munition. So, also gehen wir wieder rüber, starten die Mission. Dann gehen wir wieder dort zu dem Labor und sprengen dort alles in die Luft. Und dann sollten wir eben mal eigentlich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, oder in der letzten Folge, sollten wir eigentlich mal die Päckchen suchen, dass wir ein bisschen mehr Leben bekommen. Plus auch noch ein bisschen mehr, oder mehr Rüstung. Ich weiß eben nicht, was es mehr gibt, wirklich nicht. Oder ob es beides aufgeht, keine Ahnung. Ich bin halt hier in einer Aufnahmesession und kann dementsprechend Kommentare oder alles drum und dran nicht lesen. Weil ich nehme immer etwa so Vice City immer etwa so 4-5 Folgen auf. Und dann habe ich wieder etwa so Folgen, sage ich jetzt mal für eine Woche plus minus, das ist gerade ideal. So, let's go. So, die Zwischensequenz müssen wir überspringen. Weil, müssen wir nicht wissen. Oder haben wir schon gesehen. Oh, geil, er ist noch da. Sehr gut. Let's find our muchachos! Nice part of town. Alles klar. Der labert mich wieder voll da. Ey. Die Frage ist einfach eben, wie weit weg dass ich muss säckeln. Und ich muss zuerst... Am besten ist, ich tue zuerst das Lagerhaus komplett räumen, also Gegner alle wegschiessen. Und dann nachher tue ich erst Bomben platzieren, weil sonst habe ich dann wieder den Seich, dass die Zeit auf schon weggeht. Und so kann ich schon pflanzen und weg. Hast du dich verfahren? Nein, Kollege, ich war am Warten. Okay, in you go. Ich frage mich eben nur gerade, wie wir rauskommen. Weil das durch können wir safe nicht kaputt fahren. Ich kenne das Game doch mittlerweile. Das ist, denke ich, das ist nicht einfach ein Tor, das du umfahren kannst. Sonst kommst du ja nie ganz raus. Going to plant the bomb. Cover me. En la cara, you
Holy shit, was macht ihr da? Das sind schlechte Schützen, Mann. Die können doch die Gegner nicht so nicht an mich herlassen. Ich habe Munition aufsammeln da. Kann man immer brauchen. So, okay. Gut. Also, let's go. Nein! Oh, da verspielt mir den Weg. Run! You step off if you know what's what. Ah, okay. Oh shit, Alter! Holy shit! Okay, jetzt weiss ich, wieso dass wir ein bisschen weiter wegsäckeln. Ach, so einfach wäre eigentlich die Mission gewesen. Aber man muss es halt auch wissen, das sage ich halt immer, oder? Aber gut, jetzt haben wir die Mission auch schon gemacht. Und jetzt haben wir auch die letzte Mission bei dem gemacht. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen gerade noch zu dem Kent oder Ken. Ich weiß nicht, wie er heißt. Kent oder Kent. Aber immerhin sind einmal die Gang-Missionen alle fertig, weil die habe ich einfach echt gesehen. Und ich habe meine Kamera wieder vergessen abzunehmen. Mann, wie kann man noch so dumm sein, dass ich ihn wieder vergessen? Oh Mann, okay. Moment kurz, die nehmen wir jetzt ab. So, also sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ah, sorry für das, dass ich das immer verchillt habe jetzt. Aber ja, ich bin halt... Manchmal mein Kurzzeitgedächtnis ist einfach weg. Kann man auch nie im Namen und so Zeug merken, also ja. Also, wir gehen jetzt so zum Kent über. Den kennen wir ja, den haben wir schon in der ersten oder zweiten Mission schon mal getroffen gehabt. Und dann schauen wir mal, was der so Schönes für uns parat hat an Missionen. Und vielleicht verdienen wir dort auch mal noch ein bisschen schönes Geld. Jetzt sind wir mittlerweile wieder bei 30'000. Wir hätten wahrscheinlich schon bei weitem mehr Geld, aber weil ich halt immer sterbe und wieder meine Waffen verliere, ja, ist halt einfach manchmal ein bisschen zum Kotzen. Aber jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite der Insel. Wieso jetzt müssen wir so extrem abbremsen? Aber ja, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite der Insel, eigentlich, wo wir ursprünglich mal gestartet sind. Jetzt muss ich gerade mal wundern, was jetzt da so für Zeug kommt. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das wir sind von der ganzen Story. Noch speichern sollte ich unbedingt mal. Wir machen es anders. Ich weiss, wir sind jetzt gerade an der Mission vorbeigefahren. Wir gehen jetzt aber mal schnell zuerst saven, weil keine Lust, dass mein Game irgendwie plötzlich crasht und der Spielstand weg ist, weil die Missionen möchte ich aber nicht nochmal spielen, weil die sind echt Müll. Oder beziehungsweise echt schwierig sind und keine Nerven für da. So. So, die sind wir da oben. Man hätte auch mal schnell ein Auto nehmen. So, da. Ja, dann würde ich mal sagen, ich mal einen Save Point machen. Ah, Naru. Tommy, Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. It's incredible, Tommy. Incredible. No wimps, Tommy. Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Okay, gut, das war einfach nur so ein Anruf, dass er uns dankt. Sehr nett von ihm. Und ja, dann tue ich jetzt mal schnell kurz safen. Und dann würde ich mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit GTA Vice City, beziehungsweise mit der nächsten Mission beim Kent, oder Ken, wie er heisst. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns einfach, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Bis dann, sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!